Hallo miteinander. Auch von meiner Seite. Jesus ist auferstanden. So schön, dass wir heute zusammen feiern können. Wir haben einen speziellen Gast heute mit uns. Er heißt Omid Abedi. Den Omid kenne ich schon seit ich in der Schweiz bin. Eigentlich schon 10 Jahre. Er ist auch aus dem Iran, wie ich. Ist seit 17 Jahren in der Schweiz. Hat geheiratet. Hat ein Zwilling-Mädchen. Die sind jetzt drinnen. Er hat schon von Anfang an, als er in die Schweiz kam, sein Leben Jesus gegeben. Und in einem zweiten Team hat eine persische Kirche in Zürich geleitet und geführt. Omid, ich bin so happy, dass du da bist. Schön, dass wir auch von deinem Leben hören miteinander, wie du Jesus kennengelernt hast, was hat dich so motiviert. Ich muss sagen, jedes Mal, wenn Omid von seinem Leben spricht, habe ich Tränen im Auge. Er lebt mit so viel Leidenschaft und Passion von Gott in seinem Dienst, in seinem Leben. Und es ist einfach wunderschön, dass wir mit dem heute hören. Herzlich willkommen, Omid. Danke vielmals. Von meiner Seite auch, ich begrüße euch. Wie heute viel gehört habt, Jesus lebt. Tatsächlich. Er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Halleluja. Amen. Halleluja. Omid, du bist nicht immer Christ gewesen. Und ich glaube, vielleicht vor 17 Jahren hast du nicht Halleluja gesagt. Sondern vielleicht etwas anderes. Du bist als Moslem aufgewachsen in Iran in einer sogar ziemlich heftigen muslimischen Familie. Kannst du von dem ein bisschen erzählen? Ja, wie du gesagt hast, geboren bin ich in eine schiitische Familie. Wenn man weiß, im Islam entweder sind die Sunniten oder Schiiten. Und meine Eltern auch in der Nähe vom Kaspischen Meer. Und ich bin in einer Familie geboren mit anderen 3 Brüdern. Und meine Eltern sind sehr einfache Leute. Mutter ist Hausfrau und Vater ist angestellt von der Bildung und als Sekretär in der Schule. Aber bin ich auch wie viele von Iranern so erzogen worden. Es ist normal gewesen. Und die haben auch immer versucht, mir so auch in der Richtung zu bringen, wo sie selber gebracht worden sind. Und natürlich als ich 10 Jahre alt war, habe ich angefangen zu fasten. Und besonders die Mutter ist immer 5 Uhr am Morgen gesagt, jetzt aufstehen, jetzt ist Gebetszeit. Aber es ist interessant gewesen, mit der Zeit, die Ton der Farbe ist immer weniger und weniger geworden. Das heißt, ja, für mich eigentlich ist Gott hat keine Bedeutung gehabt, sondern die andere Seite ist von Angst, dass du alles verlierst, dass du in die Höhle kommst. Das ist der Grund gewesen, dass ich mehr versuche, ich muss jetzt auch ihm gefallen. Hast du überhaupt eine Beziehung haben mit dem Gott, oder ist eigentlich mehr Angst gewesen? Ich kann heute sagen, 100% ist keine Beziehung gewesen, weil Beziehung ist beiderseitig. Es gibt keine einseitige Beziehung, nein. Sondern, wie gesagt, Tradition war, du musstest das machen, was deine Eltern sagen oder die Regierung sagt oder die anderen, ansonsten bist du weg von der Gesellschaft. Omid, du bist nachher in der Schweiz gekommen, hast als Asylant lang gelebt und du hast auch nicht ganz einfaches Leben gehabt. Mit dem ganzen System, dich da anmelden, der ganze Prozess. Genau. Du hast eine sehr, sehr schwierige Zeit gehabt. Genau. Was Rolle hat Gott in dem gespielt, in dem Leben, in diesem Prozess? In der Bibel steht auch, Mensch denkt, Gott lenkt. Wir kennen das sehr gut und das ist für mich auch so gewesen. Ich habe gedacht, okay, ich komme in die Schweiz, dann beginne ich mein Leben. Aber nein, es ist nicht einfach gewesen. Ich bin irgendwo auf dem Buchsenberg im Kanton St. Gallen auf einem Berg gelandet
Fenster aufgemacht und die Kühe mit dem Glocke, da habe ich gedacht, was ist da los? Wo bin ich? Wo bin ich gelandet? Und dann mit der Zeit, wie gesagt, die erste Begegnung war dann, als der eine Iraner zu mir in das Zimmer kam. Er ist ein halbes Jahr länger als ich in der Schweiz war. Und dann haben wir angefangen zu reden, wie ist die Situation? Und dann, wie ist mit der Bewilligung? Wie ist die Chance da und so? Und dann, wir haben viel geredet und am Schluss hat er gesagt, weißt du, Omid, ich kenne jemanden, der dich helfen kann. Ich habe gesagt, ja bitte, sag mir, kann ich auch ihm telefonieren oder fragen? Er hat gesagt, ja, er ist der Jesus Christus. Als ich gehört habe, ich habe gesagt, hey, bitte, pass auf, Pass auf, nein, ich bin ein Moslem, nein, gut, Jesus ist Prophet, aber mehr musst du mir nicht erzählen, weil du hast auch Fehler gemacht, du kommst auch in die Höhle, du musst jetzt zurück, weißt du, im Islam und. Aber er hat mir gesagt, oh, schau mal, du hast genug Zeit. Ich gebe dir Bibel, du kannst lesen. Als ich das gehört habe, anstatt ihm zu zeigen, ich habe angefangen, wie ein Moslem leben. Beten, und das ist auch die Zeit gewesen, auch zum Fastenzeit. Ich habe gesagt, nein, ich werde das nicht machen. Und ich bleibe, was ich gelernt habe, und das ist meine Beste, was ich habe. Aber mit der Zeit, bis ich das erste Mal in einer Kirche war, wie da, die Leute singen, Halleluja. Und dann habe ich gesagt, was ist da los? Und der andere hat gesagt, ja, das ist auch eine Art von Gebet. Ich habe gesagt, nein, das ist nicht Gebet. Nein, Gebet ist anderes. Und dann, aber bis ich in ein Seminar gelandet. Seminar war im Arche und das ist von den Iranern und Afghanern. Und das war sehr interessant. Der Bruder, der vorne gestanden ist, hat gesagt, der Weekend, Gott will ein paar von euch persönlich begegnen. Ich habe ausgelacht. Ich habe gesagt, Gott, hat es nichts anderes zu tun, uns zu begegnen? Und er hat weiter und weiter erzählt, hat gesagt, schau mal, Jesus ist für dich auch am Kreuz gestorben. Und er ist auferstanden. Und er kann deine Sünde alles vergeben. Das Einzige, was du machen sollst, ihm ahnen und zu ihm kommen, am Kreuz und ihm gehen. Ich habe gesagt, nein. Und dann es ist sehr spannend gewesen, große Angst in mir gekommen. 28 Jahre habe ich gehört, was ist in meinem Leben? Und jetzt höre ich, Jesus ist Sohn Gottes. Jesus ist für deine Sünde gestorben. Er ist auferstanden. Er ist dein Erlöser. Er ist Gottes Sohn. Er ist dein Herr. Ich habe gesagt, nein. Und dann habe ich gesagt, Gott, hilf mir. Ich habe Angst. Und das ist, ich weiß nicht, wie lange das dauert. Und plötzlich finde ich mich vor dem Kreuz, dass ich brülle. Aber das ist so gewesen, ich habe in meinem Leben viel weint, viel brüllt. Aber der Moment ist wirklich große Freude in mir gewesen. Ich habe bemerkt, ja, meine Schuld wurde weggenommen. Ich wurde vergeben. Und das ist der Punkt gewesen, wo ich das erste Mal bemerkt habe, jemand hat für mich bezahlt. Und das ist der Anfang, der Punkt gewesen, wo ich könnte merken, jawohl, der Person will ich mehr kennenlernen. Es ist eine erstaunliche Erfahrung, die du da hast erlebt, aber wie du sagst, es ist nur der Anfang. Es hat da nicht aufgehört, sondern die Begegnung, weil er lebt. Und wie du sagst, er ist da und er wird uns begegnen. Ja. Das ist dann weitergegangen. Ja, genau. Und du hast dann noch wieder immer erlebt, das ist crazy. Ja. Wie hast du denn Jesus noch persönlicher kennengelernt in deinem Leben? Bevor wir im anderen steigen, jetzt tust du bitte den Vers lesen von Jesaja, weil das ist der Vers, der für mich ist sehr interessant war. 65, Jesaja 65, Vers 1 und 2. Und da die Bibel redet von, ich denke natürlich, das ist von dem Volk Israel geschrieben worden, aber das ist der Vers, wo von mir
und viele andere Iraner, Afghaner oder Moslem geborene Leute geschrieben wurden oder Gott noch nicht kennen. Gut, während dass ich bei der Bibelstelle lese, Timon, kann ich dich bitten, die Mikrofon noch korrekt erstellen beim Omid. Danke. Jesaja 65, ab Vers 1 bis 2 lese ich. Sagt, ich war zu erreichen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die nicht nach mir suchten. Ich sagte zu einem Volk, das gar nicht zu mir ruft. Hier bin ich, hier bin ich. Den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus nach einem widerspenstigen Volk, das den eigenen Gedanken nachläuft auf einen unguten Weg. Das ist interessant, wo Gott sagt, zu Menschen, die ihm nicht gesucht haben, die ihm nicht gefragt haben, und er kommt und sagt, hey, da bin ich. Ja. Und ich sage auch immer für mich, weder meine Eltern noch iranische Regime in der Schule hat über Jesus für mich geredet. Nein. Und es ist sehr interessant, er hat seine Hände gestreckt zu dem, zu wem? Zu dem eigene Gedanken hat. Und ich bin auch so eine, wo eigene Gedanken hätte. Ja. Aber wie du gesagt hast, und das ist, ich weiß nicht, wie lange hat das dauert, natürlich ich denke, ein Jahr oder so später bin ich daheim gewesen. Ich bin allein daheim gewesen und dann habe ich meine Fenster aufgeschaltet und da ist der iranische christliche Programm gewesen, durch Satellit konnte man haben. Und der Bruder, der im Fenster war, hat gesagt, Gottes Verheißung von allen an Jesus glauben ist der Heilige Geist. Und heute werden wir mehr über das Thema reden, aber bevor wir beginnen, wir werden ein Abendmahl nehmen. Und das ist kein Problem. Du kannst daheim und ich im Fenster. Wenn du etwas hast, kannst du auch holen. Und ich bin gesprungen, Brot gebracht und Traubensaft. Und der Bruder hat angefangen und erzählt, und wir haben Abendmahl genommen. Wie gesagt, ich bin daheim und er ist im Fenster. Und dann weiter, er hat gesagt, ich werde auch beten. Wenn du willst, du kannst auch deine Hände auf dem Bildschirm lassen und ich werde beten. Und ich habe auch so gemacht. Ich bin gestanden und er hat gebetet. Es ist nicht passiert. Ich habe keine Stimme gehört oder Feuer gesehen, nein. Aber ich wollte jetzt ins Bett gehen, aber ich konnte nicht. So war ein Druck. Ich habe so brüllt. Ich habe Jesus gesagt, gang weg von meinem Leben. Was willst du von mir haben? Du hast gewusst, dass ich wollte den Namen missbrauchen. Was willst du von mir? Ich habe Angst, du bist heilig, ich bin ein Sünder. Gang weg von meinem Leben. Aber ich habe immer den Vers in meinem Kopf gehabt. Hab keine Angst, du willst der Menschenfischer sein. Und das ist der Vers, der immer in meinem Kopf getrollt. Und das ist bis heute bei mir. Und jetzt weiß ich schon, dass er wirklich... Er wusste schon und er kennt seine Gedanken und er kennt seinen Plan. Du hast ihm begegnet, du hast ihn erlebt. Ich meine, vielleicht viele, die da sind, können das Gleiche sagen. Ich habe mal Jesus begegnet, ich habe mal ihn erlebt, vielleicht bist du auch daheim und denkst, ja, das habe ich auch gehabt. Aber auch mit etwas in dir wurde geändert. Du hast eine innerliche Transformation gehabt. Was hat dich bewegt, so einen radikalen Wechsel zu machen? Indem jemand, der ist in die Kirche gegangen ist, um eigentlich sagen wir, Christentum zu nutzen oder Bewilligung haben, in der Schweiz zu bleiben, zum jemand, der sagt, 17 Jahre später, ich werde all mein Leben ihm geben. Ich werde ihm dienen, ich gebe alles, ich bin treu und du bist so committed. Mit alles, was du machst, werden wir nachher zu dem kommen. Yeah. Wieso? Ich meine, okay, Begegnungen haben wir alles. Like, seriously, oder? Ja. Alle begegnen Jesus.
wie Paulus schreibt, als Vorbild, ich nehme Jesus als Vorbild, ich nehme auch Jesus als Vorbild. Weil er hat gesagt, ich bin gekommen zu dienen. Und das ist der Wort, wo mir auch hilft. Ich bin da zu dienen. Und was ist mir auch wichtig wurde, ich habe wirklich bemerkt, ich will Jesus haben, die Rest ist mir gleich. Am Anfang war es umgekehrt. Ich war 5 Jahre in der Schweiz. Brief bekommen, du musst das Land verlassen. Du hast Wegweisung. Du musst gehen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe mich gekniet. Ich habe gesagt, Jesus, jetzt kenne ich dich. Du bist mein Gott. Du bist mein Herr. Du bist der Gott der Abraham, Josef, Isaac und mein Gott. Mir ist gleich. Wenn du willst, dass ich gehe, dann geh. Ich gehe, aber ich will in deine Hände gehen. Und wenn du willst, dass ich da bleibe, dann vernagele du mein Zelt, dass niemand das bewegen könne. Und das ist der Grund gewesen. Ich mit einem Bruder, wir sind im Ausländerraum gegangen. Und ich habe mich vorgestellt, habe ich gesagt, da habe ich einen Brief, wo soll ich mich melden? Und der Mann war dort, hat gesagt, ich bin nicht zuständig für sie, die Frau. Und sie ist gekommen, hat gesagt, was ist da los? Ich habe gesagt, ja, so ist ein Brief, wo soll ich mich melden? Sie hat gesagt, Moment, schnell. Sie ist gegangen, kurz gekommen, hat gesagt, du musst wieder nach Rorschach gehen. Ich habe gesagt, was soll ich dort machen? Er hat gesagt, von 45 Minuten hat Bern bestätigt, du darfst in der Schweiz bleiben. Als der Bruder, der Schweizer, neben mir war, er hat auch geweint. Ich habe gesagt, Omid, das ist, ich weiß nicht, was geschehen ist, weil ich bin geborener Schweizer, ich bin im Post gearbeitet und der Brief, den der geschrieben hat, ich habe gesagt, ich weiß nicht. Ich weiß, der Herr, ich habe ihn mit abgemacht. Wenn du willst, dass ich da bleibe, und was du mir auch gefragt hast, weil es lohnt sich. Auch wenn ich mein Leben zu ihm gehe, weil es lohnt sich, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass mein ewiges Leben ist dort. Wir haben auch in persischer Sprache haben wir auch ein Sprichwort. مرده بودم زنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. Es ist sehr interessant. Ich war tot, wurde lebendig. Die Reichtum der Liebe ist gekommen, ich bin der Reichtum des ewigen Lebens geworden. Das ist sehr interessant. Ich weiß nicht, vor 700, 800 Jahren geschrieben. Das war ich. Ich war wirklich tot in meiner Sünde, in meinen Gedanken, aber durch Jesus. Deswegen habe ich gesagt, ja, dich will ich. Weil ich habe auch einen Vers bekommen im Jesaja wieder 54. Genau, 2. Und das ist der Moment, bevor ich wirklich die Wegweisung bekomme, im 2008, Februar 2008, habe ich einen Bibelvers bekommen und das ist sehr interessant. Ja, der sagt, vergrößere dein Zelt, spann deine Zeltdecken aus, spare nicht, mach deine Seile lang und schlage die Flocken fest ein. Jawohl. Hab keine Angst. Vergrößere. Und dann habe ich gesagt, Herr, wie soll ich mein Zelt? Und dann, wie gesagt, 1 Jahr später habe ich Wegweisung. Und ich habe immer ihm gesagt, Herr, du hast mich versprochen, du hast mir gesagt, ich muss mein Zelt, aber die sagen, dass ich muss gehen. Aber die Bestätigung wieder da gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich will dich dienen. Und das ist die größte Ehre von mir, dass ich mein Herr dienen kann. Und das ist der, wo bis heute mit mir ist. Und mit Kraft der Heilige Geist kann ich weitergehen. Und das hat mir wirklich mein Leben geändert. Und das ist der Grund, dass ich da bin. Omid, du hast 28 Jahre als Moslem gelebt. Genau. Jetzt seit 17 Jahren, mehr oder weniger als Christ. Was kannst du sagen, ist der grösste Unterschied zwischen Christentum und anderen Denkweisen, andere
Religionen oder Gedanken. Ja, wie wir auch jetzt gelesen haben, die Menschen in anderen Glauben, die versuchen zu ihm gehen, aber in Jesus, er sagt, ich bin gekommen, die verlorenen Menschen zu finden und retten. Ich habe Ja gesagt zu dem Volk. Und das ist der Unterschied. Oder in allen Religionen, die Menschen werden Opfer bringen zum Gott, aber in Jesus, er hat seinen Sohn für uns geopfert. Und der Gott im Christentum ist Gott der Liebe. Er liebt sogar seine Feinde. Und in anderen Religionen sagt man, ja, er liebt auch natürlich, aber diejenigen, die gut sind. Aber in Jesus, er liebt alle Menschen. Sogar am Kreuz hat gesagt, Herr, vergib denen. Die wissen das nicht, was die machen. Und das ist der große Unterschied, wo man kann sagen, jawohl, der Gott ist eine, wo wirklich, und Gott ist, wo Beziehung sucht. Bist auf dem wichtigen Punkt gekommen, wie wir sagen, Jesus ist schon verstanden. Genau. Er lebt, er ist mit uns. Und das Hauptziel ist, dass wir wirklich in einer Beziehung, in einer Intimität mit Gott leben. Wie lebst du heute die Beziehung mit Gott? Ja. Ja, das Thema ist sehr interessant, weil ich denke, Paulus hat geschrieben, wenn er nicht auferstanden ist, dann unser Glaube hat keinen Sinn. Hat keinen Sinn. Für mich war auch die Frage, kann ein Glaube keinen Sinn haben? Ja, es kann auch sagen, dass ich gläubig bin, aber mein Glaube hat keinen Sinn. Aber für mich mir hilft, mein Glaube wird lebendig in Jesus, wo auferstanden ist, wo jeden Tag zu mir sagt, komm zu mir, hab keine Angst, ich bin bei dir, du bist in mir und das kann dein Leben ändern. Und das hilft mir, dass ich weiter mit ihm gehe. Und das ist ja jeden Tag. Es ist jeder Schritt, Amen. Wo er mit uns kommt, mit uns bleibt und du Amen. weißt, er ist da tatsächlich. Amen. Hast du noch die letzten Worte, die du gerne von uns das sagen alle an mir am Schluss von dem Interview, ob es uns Schweizer sagen. Und ich kann mal sagen, uns Schweizer. Ja, als jemand, der von einer anderen Kultur kommt, von anderen Perspektiven und Gedanken, wie du Gott lebst, ist es eine Message, die du an uns weitergeben willst? Ich denke, jeder von euch weiß die Bibel sehr gut. Und die Bibel sagt uns eins, liebe deinen Nächsten. Und du weißt auch nicht. Du siehst vielleicht einen Mensch da im Asylantenheim, in deiner Nachbarschaft. Du weißt nicht, was Gott mit ihm auch einen Plan hat. Aber die Bibel sagt, liebe deinen Nächsten. Und das soll uns auch helfen. Wir sollen keine Angst haben vor denen, sondern denen lieben, denen die Liebe zeigen, weil was mir geschehen ist durch die Leute zu mir gekommen sind, haben gesagt, Jesus liebt dich. Natürlich war es für mich schwierig zu verstehen, aber jetzt weiß ich schon. Ja. Du hast eine Bibelstelle ausgewählt von Johannes Kapitel 15, Vers 16. Ich will mit dem abschließen. Und du etwas erzählst. Ich will noch kurz die Bibelstelle lesen und dich fragen, was heißt es für dich konkret auch heute. Johannes 15, Vers 18 sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, hinzugehen und Frucht zu tragen. Jawohl. Wie trägst du Frucht für ihn? Ja, wie gesagt, ich versuche auch mit Kraft Gottes ihm nachzukommen. Wie Jesus gesagt hat, bleibt in mir. Und das versuche ich immer. Er ist Gärtner, er weiß schon, wie das funktioniert. Wie kann ein Baum Früchte bringen? Und ich persönlich sage, Herr, hilf mir, dass ich in dir bleibe und Früchte bringe, wo wenn die Leute essen, sagen, wow, das ist gut. Und das ist mein Ziel. Ich sage, Herr, bitte hilf mir. Ich brauche wirklich deine Kraft.
Und ich will natürlich in dir bleiben, aber hilf mir, dass ich kann von dir rausholen und weitergeben. Aber was mich sehr bedrückt hat, so eindrücklich war, was du gesagt hast, in anderen Religionen oder weiß ich nicht, andere Traditionen in der Welt, Menschen bringen Opfer von Gott. Genau. Aber bei uns hat Jesus Opfer gebracht. Amen. Und tatsächlich er ist selber die Opfer gesehen. Amen. Ich habe das selber im Iran erlebt, wie du Opfer bringst mit hier auf der Straße, wo überall blutig ist. Und jetzt, wenn ich denke, was Jesus hat für mich da, er hat sich selber gegeben. Ja. Und das sehen wir wirklich tatsächlich in deinem Leben. Du lebst mit dem Passion, du lebst mit dem Überzeugung. Wenn du da bist und denkst, ich würde so gerne diese Überzeugung haben. Ich würde Jesus so kennenlernen, wo ich kann wirklich mit dem Feuer leben, weil du lebst mit Feuer und das lebt sehr stark in dir. Ja. Würdest du für uns noch beten, dass die gleiche Feuer kann in uns jeden Tag leben kann. Mit dem, dass wir wissen, er lebt da, er ist tatsächlich unter uns und er ist der uns Feuer Amen. gibt. Ja, ich finde, es ist eine gute Zeit. Bevor wir beginnen, tust du den von Jeremia, weil das ist der Punkt, wo viel von uns helfen kann. Wir sind Menschen. Wir haben Angst. Das ist natürlich. Das ist in uns Menschen. Aber die Bibel sagt etwas anderes. Und ich denke, mit dem können wir zusammen beten, dass wir können auch von dem Feuer, das er versprochen hat, von jedem von uns, Halleluja, er hat versprochen, jeder, der an ihn glaubt, wird das erleben. Jeremia, Kapitel 20, Vers 9. Aber wenn ich mir sagte, ich will nicht mehr an ihn denken, ich will nicht mehr sein Sprecher sein, dann brennt es in meinem Herzen wie Feuer. Dann glüht mein Inneres. Halleluja. Es brennt. Es brennt, ha? Und er sagt, ich quälte mich, es auszuhalten, doch ich konnte es nicht. Halleluja. Wenn einer am Brennen ist, schreit. Yes. Ich brenne. Ja. Und das ist der, wo Gott uns versprochen hat. Ja, egal, wie du groß oder klein bist. Oder jemand sagt, ja, du kannst nichts machen. Nein, der Herr hat versprochen, jeder von uns kann erleben, wenn er an den Namen Jesus Christus glaubt. Und jetzt werden wir mit dem steigen und für das beten. Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir für den Moment, wo du mir die Gelegenheit gegeben hast, Herr. Wir sind alle da. Wir sind deine Kinder. Wir rufen zu dir und schreien zu dir, Abba, Vater. Hilf uns. Deine Wille soll geschehen werden, Herr. Und du hast gesagt, du willst uns mit Feuer erfüllen, Herr. Wir werden heute auch mit deinem Geist erfüllt werden, Herr. Und für dein Reich gebraucht werden, Herr. Ja, Herr, erfülle du uns, Herr. Halleluja, Herr. Danke, dass du lebendig bist. Danke, dass du jeden von uns auserwählt hast, zu dir kommen, in dir bleiben und Früchte bringen, Herr. Danke für deine Verheißungen an deine Kinder, an deine Kinder, an deine Gemeinde in der ganzen Welt, Herr. Besonders heute werden wir beten, Herr. Ja, Herr, erfülle du uns mit deinem Geist, Herr. Mit deinem Feuer, Herr. Verbrenne alles, was in uns ist und dir nicht gehört, Herr. Damit wir auch leuchten können wie ein glänziges Gold, Herr. Ja, Herr, ich danke dir, Herr. Ich danke, dass du lebendig bist. Ich danke, dass du da bist.
Ich danke, dass du uns die Gelegenheit gegeben hast, dass wir zu dir kommen, Herr. Halleluja, Herr. Lob und Dank und Preis sei dir, Herr, weil du hast es verdient, Herr. Weil du hast dein Leben für uns gegeben hast. Und du bist auferstanden, Herr. Amen, Herr. Amen. Halleluja, Herr. Und mit merci vielmals, dass du zu uns gekommen bist. Danke, dass du von deinem Leben erzählt hast, was Jesus hat in deinem Leben gemacht hat. Das ist mega beeindruckend zu hören. Es ist beeindruckend, was Gott hat in deinem Leben gemacht, aber es ist auch wahr, dass er das Gleiche mit uns machen wird. Amen. Und tatsächlich jeden Tag dasselbe in unserem Leben. Dass wir können ihn auch so erleben, erfahren, schmecken, erkennen mit dem Leben und einfach überzeugt sein, dass er ist, er lebt, er wirkt. Er ist Teil von meinem Leben und ich will ihm alles geben. Das darf so selbstverständlich sein. Keine Frage mehr. Und das wollen wir auch heute mit Jesus erleben. Wir werden jetzt in Lobpreis zusammen hineinsteigen. Bringen wir unsere Opfer von Gott. In Danksagung, in Lobpreis, in unseren Gedanken. Wir müssen nicht ein Tier jetzt schlachten in der Kirche, Gott sei Dank. Aber wir können unseren Lobpreis als Opfer von Gott bringen. Einfach immer heben von das, was er gemacht hat, von das, was er ist. Wir steigen in dieser Zeit. Danke an das geniale Team. Und ja, lass uns Gott wirklich mit dem loben. Merci auch mit. Danke euch. Merci.